Influencer sehen alle gleich aus. Obviously not! Ja, wir können nicht ohne Social Media sein. Es ist unser Leben. Aber ich sehe auch sonst Leute, die nicht auf der Social Media Welt arbeiten und trotzdem genauso viel am Handy sind. Darum, ich glaube, das gehört in unsere Generation. Influencer haben gar keinen richtigen Job. Jo, voll nicht. Also ich meine, da muss man den ganzen Tag planen. Von Fotoshooting über Outfit, über Locations, über Meetings mit Brands. Dann macht das Wetter nicht mit und du hast keinen Content zum Posten. Das schießt richtig an und es ist darum ein 24/7-Job. Influencer sind alle fake. Ich bin so fake wie meine Haare. Nein, of course not. Also, der Influencer lebt von Realness und darum ist es auch ganz wichtig, dass man das gegen aussen trägt, dass das der Follower sieht, dass man real ist, dass man sich eben auch mal ungeschminkt zeigt oder irgendwie auch mal sagt, hey, heute habe ich einen richtigen Scheißtag, dass sich die Leute mit dir identifizieren können. Das macht einen guten Influencer aus und darum sind wir sicher nicht alle fake. Influencer sind alle dumm. Ja, das ist eine Aussage, die ich sehr viel auch höre und finde ich extrem ungerechtfertigt. Neben denen, die ein grosses Business daraus machen und richtig smart dabei sind, haben wir auch ganz viele Studenten unter den Influencern, die eigentlich das Ganze nebenbei machen, um vielleicht ihre Ferienkasse ein bisschen aufzustocken. Influencer verraten nicht oft, was sie mit ihren Posts verdienen. Das ist ja wie, du erzählst ja auch nicht jedem deinen Lohn, oder? Ich mache auf jeden Fall nicht jeden Scheiß mit, obwohl das ein grosses Vorurteil ist gegenüber uns Influencer. Mir ist zum Beispiel mega wichtig, dass eben, wenn ich mit einem Brand zusammenarbeite, dass der zu mir passt, dass ich die Sachen cool finde, die der Brand macht und dass ich voll und ganz dahinter stehen kann. Es gibt Influencer, die ihre Follower kaufen. Das ist auch durch die Medien gegangen und hat auch die ganze Szene recht erschüttert. Fake-Followers muss man ein bisschen differenzieren. Bei allen gibt es Spam-Accounts. Also auch mir folgen irgendwelche Ghost-Accounts, Spam-Accounts. Das ist aber nur ein kleiner Prozentteil. Aber die natürlich zu 80% Spam haben, das kann nicht einfach nur Spam sein. Mein tiefster Wunsch an euch da draussen ist, dass ihr nicht alle Influencer in einen Topf rührt. Klar, hinterfragt, was sie machen, finde ich mega wichtig. Mache ich bei mir selber ja auch. Und gebt diesen Persönlichkeiten hinter diesen Profilen eine Chance.